Und willkommen zurück zu Master Quest. Und wir sind immer noch im Feuertempel, der mittlerweile 5. Tempel, der uns, wie die anderen 4, wieder mal verarschen will. Und zwar ganz einfach, weil Navi irgendwie, ja, ihr seht schon, sie leuchtet hier grün auf. Das bedeutet doch normalerweise entweder die Vogelscheuchenpolka oder die Hymne des Sturms oder die Hymne der Zeit. Und wir haben ja nur eine Hymne. Als Navi, wenn ich mal bitten darf. Kann ja wohl nicht wahr sein. Im letzten Part hat sie es nämlich nicht gemacht. Na klar, jetzt funktioniert. So, dass ich funktioniert. Das ist doch. Mann! Oh, ich hasse Master Quest. Ganz ehrlich, Leute. Ocarina of Time mochte ich, aber Master Quest ist ein totaler Schund. Funktioniert überhaupt nichts mehr. Alles total durcheinander und unlogisch und ja. Lassen wir das. Lassen wir das. Ich bin froh, wenn ich es durchgespielt habe, ganz ehrlich. Normales Ocarina of Time sage ich gerne mal wieder. Oder auch die 3D-Version, aber Master Quest, nee, nie mehr. So, jetzt gehen wir mal hier hoch. Im Original, wie gesagt, braucht man hierzu die Vogelscheuchenpolka. Bin mal gespannt, was uns hier oben erwartet. Ich vermisse unter anderem noch ein paar Skulpturas, nicht wahr? Ich glaube, wir haben doch insgesamt erst 29, wenn ich mich richtig erinnere. Jo, das bedeutet, uns fehlen hier noch etwa 4 Stück oder so. Es gibt doch insgesamt 5 im Feuertempel. Oh nein. Die Viecher, die haben wir auch ganz vergessen. Schon lange nicht mehr gesehen, ey. Bleib stehen, Mann! Ja, mit dem Bigorenschwert wird es ein bisschen einfacher gehen, aber das habe ich noch nicht. Gut, wie sieht es eigentlich aus? Etwas Besonderes? Nö. Bloß eine nette kleine Abkürzung. Für die ganz Faulen unter uns, also für mich. Uah. Und 3 Hiebe auch. Na egal. Navi, alles in Ordnung? Was mag das sein? Deine Einbildung? Navi, da ist doch nichts. Meine Güte. Bloß ein Gesicht an einem Felsen. Vielleicht eine Gottheit der Goron, nicht wahr? Nee, oder? Verarsch mich hier nicht. Nein, das kann nicht wahr sein. Die Geißenstangen blockieren die Tür, du Loser. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Halt die Klappe, Mensch. Ey, was soll denn das? Ich habe hier unten doch nichts, kein Mechanismus oder so. Wie soll das klar? Ja, watch up! Ja, ich watche ja ab. Ich watche ja down. So, jetzt bin ich wieder hier. Ja, wir haben ein kleines Problem. Wie komme ich hier weiter? Oh Mann. Ocarina of Time. Was haben sie aus dir gemacht, Mann? Ist doch wohl nicht zu fassen. Wieder runter. Ich habe hier echt keinen Mechanismus zum Aktivieren. Toll, Link. 1A. Jetzt sagen wir bitte, ich muss auf die andere Seite darunter. Kann sich auch, ja, einfach abwarten, ist eine andere Variante. Nö, hier hat sie echt nichts. Das wird wehtun! So tief wollt ihr doch gar nicht. Aua! Autsch! Was? Nein, nein! Wieso? Diese dämliche Kiste, Mensch! Oh. Nein, ihr seid auch wieder da! Money! Ich hab die Schnauze voll von euch! Und die Skulptur ist auch da, die Gegner sind nur da, die Kissen sind am Ursprungsort, das ist zum Kotzen, hey. Es ist zum Kotzen, das Spiel kotzt mich an! Und du mich auch, Mann! Geh mir aus der Sonne! Anvisieren, Link. Und tschüss. Ja, wollte gerade sagen. Der Wirbelwindangriff funktioniert noch, da halt einfach nur die Wirbelattacke. Seht ihr, funktioniert noch. Ich sagte, funktioniert noch. Geht doch. Und wie kann ich dieses Gitter hier öffnen? Ganz ehrlich, Leute, wenn das so weitergeht, dann werde ich wohl gezwungen sein, noch eine Lösung im Internet zu suchen, wie es hier weitergeht. Das wäre ja oberpeinlich, gebe es dazu. Nicht mal bei Zelda Skyward Sword habe ich das benötigt, nicht wahr? Das Spiel war ja komplett blind. Master Quest ist nur halb blind, aber Master Quest ist auch 10-mal verrückter als Skyward Sword je sein könnte.
Sogar verrückter als der Heldenmodus. Okay, gut, der Heldenmodus ist nicht so groß anders. Da ist vor allem die Schwierigkeit ein bisschen angestiegen. Allgemein. Aber ja. Das ist ein anderes Thema. So. Ja. Geht doch. Aber jetzt. Ups. Ich habe die Kiste gleich auch geschrottet. Oh Mann, ey. Ich in die Wand, Link. Link. Das. Die reinsten Nervparts, sag ich mal, wa? Ist der wohl nicht zu fassen? Ich sag nichts mehr. Nö, ich sag nichts mehr. Ich gehe einfach meinen Weg. Die Gegner sind mir scheißegal. Ja. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich ausgerechnet wieder in diesen Raum gehen will, das liegt daran, weil ich, das habe ich im letzten Part jetzt bei Offscreen, als ich da mal kurz die letzte Aufnahme gesehen habe, habe ich gemerkt, dass ich hier im falschen Raum bin. Ups. Moment mal schnell, Moment. Ah, ja, nein, nicht speichern. Sorry, muss ich gar nicht, ich Trottel. Ja. Ich muss wo komplett anders lang. Das ist ein Scherz, oder? Ist hier eigentlich ein Nest, oder was? Und die Gamecube-Steuerung lässt mich auch mal wieder teilweise im Stich. Naja. C'est la vie, sag ich dazu nur, wa? C'est la vie. Wo war der Ankerpunkt? Hier oben. Gut, also die Hymne der Zeit war ein Griff ins Klo. Da geht's nicht weiter. Ja, Dankeschön, Link. Zumindest momentan geht's noch nicht weiter, nicht wahr? Da unten waren wir. Da unten durch würden wir gerne. Das heißt, wir gehen hier durch. So, jetzt sind wir endlich mal wieder hier. Genau. Falls ihr euch jetzt fragt, wieso ich ausgerechnet hier hin wollte, ich habe, wie vorhin gesagt, offscreen den letzten Part nochmal angeschaut, ein bisschen genauer, und da habe ich bemerkt, dass ich ein Teilstück hier vergessen habe des Weges. Ob da wirklich etwas sein sollte, keine Ahnung, aber ich kann es mal kurz überprüfen. So, wie auch schon bereits erwähnt, da vorne wäre so, genau, der Schalter. Hier wollte ich dann auch ein bisschen die Flammen aktivieren, was nicht so super geklappt hat, nicht wahr? Kann man da wirklich? Ja, da kann man rüber, wa? Kann ich runterfallen lassen und dann komme ich da durch die Tür und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Hoffe ich mal, dass der Mechanismus hier irgendwie alle anderen aktiviert. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bete zu Gott. Wow. Der war nicht klug. Toll, funktioniert die 1A. Wie komme ich jetzt darüber? Vor allem mit der Kiste in der Hand, oder? Klappt es irgendwie so? Ne, da müssen wir auch festhalten. Scheiße. Nicht runterfallen, Mensch, du hast so eine Feuerrüstung, aber die hält auch nicht alles aus. Ja, da oben hat sie noch, Gott sei Dank, ich hab's gerade gesehen. Ich hab's doch schon gesehen. Pfeile? Wieso Pfeile? Ich brauche Herzen. Ist wohl... Ich dachte, ich komme da hoch. Hilfe. Nein, Link. Ja, jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Gehe ich halt hier hoch, verwende mir noch kurz die Füße. Wie komme ich jetzt... Na, so einfach gesagt würde ich mal sagen, ich könnte mich da hochziehen lassen. Aber das wäre ja zu einfach, oder? Das klappt doch nicht im Master Quest. Nö. Es klappt im Master Quest, ich werde irre. Oh, das Spiel schafft mich, ey. Schlimmer als Super Mario Galaxy 2. Was war denn das für ein Cheater-Trick? Ja, wie gesagt, so sollte es funktionieren. Na bitte. Gut, das heißt, wir können jetzt... Da gehe ich garantiert nicht durch. Danach ist hier die Kiste weg und ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Nö. Zuerst mal... Ich weiß, man wäre vermutlich versucht, hier durchzugehen, aber das kann nicht funktionieren, Leute. Das kann nicht funktionieren. Ich gehe kein Risiko ein, sag's mal so. Jupp. Das heißt, ich brauche jetzt vermutlich Pfeil und Bogen, nicht wahr? Um das Ganze abzuballern. Was? Zweimal links, nicht zweimal rechts. Obwohl sie auf das gleiche hinausführen würde. Jupp. Schwupp. Sup. Ja. Gut. Sehr gut. Ich hoffe mal, ich treffe. Oder muss es wirklich so passieren?
Nein, ich weiß ja nicht. Gut, von der Zielposition her würde es ungefähr stimmen. Nur die Frage ist wirklich das? Naja. Ja. Ja. Dürfte passen. Rupp. Voll daneben. Rupp. Getroffen. Wie nochmal getroffen? Hä? Das Spiel schafft mich wirklich, ey. Ey, da wird doch zweimal fast reingetroffen. Ja klar, wieder hochziehen. Oh nein, es sollte eigentlich nicht klappen. Oh nein. Achso, das ist der Raum, Gott sei Dank. Das wäre wieder nur so ein dämlicher Rundenbefreiraum, nicht wahr? Aber nein, es geht endlich hier weiter. Sind wir hier? Ja, wir sind endlich hier. Gott sei Dank, ey. Das heißt, das dämliche Teil hier runterballen und dann endlich zum Endboss gehen, ey. Mir fehlen zwar noch ein paar Skulpturas, aber ganz ehrlich, mir kotzt das Spiel an. Vor allem der Tempel. Ja, im ersten Raum fehlt mir dann noch eine Kiste. Ich habe keine Ahnung, wie ich da das Gitter wegbringen soll, ganz ehrlich. Keinen blassen Schimmer. 1F und 2F sind soweit fertig. 3F, 4F, 5F. Gut, wir machen zuerst mal 3F und dann sehen wir weiter. Wieso sind hier... Na, ich frage eben nicht nach. Nicht die Logik des Spiels hinterfragen. Es ist doch nur ein Spiel. Lalala. Ja. Hat's ja super gebracht, wa? Mann, ist mir scheißegal. Eigentlich könnten wir jetzt direkt zum Endboss gehen, wa? Jetzt noch schnell das Teil da runterballern und dann Verschwindibus, sag ich mal. Ja, lassen wir so. Und schwupp! Ja. Jetzt denn! Bisschen früh, wa? Tja, Freunde, so, da wären wir mal beim Endboss. So schnell kann's gehen. Ja. Aber es ist recht erstaunlich, dass man einen Tempel so schnell abschließen kann, wa? Ich meine, guckt euch mal die Scheiße an. 2F, 1F ist ja fertig soweit, aber 3F, sagen wir mal 3/4, 4F kaum was und 5F auch noch nichts. Insgesamt finden es noch 2 Truhen, etwa 4 Skulpturen schätze ich und wir können bereits zum Endboss gehen. Ich überlege gerade, wo geht es eigentlich nachher weiter, wenn wir den Endboss-Blatt gemacht haben. Wisst ihr was? Ist mir scheißegal jetzt. Ich will jetzt den Endboss-Blatt machen und zwar sofort. Ja, kurz ausgerüstet. Dann noch kurz abgespeichert, nicht wahr? Safety first. Dann gehen wir jetzt also zum Endboss. Ja, und dann im nächsten Part werden wir vermutlich noch den Rest des Tempels fertig machen. Vorausgesetzt, geht das überhaupt noch? Na, wird schon gehen. Im Original Ocarina of Time ging es auch noch. Ob es hier noch geht, ich will es hoffen. Moment mal. Wenn ich jetzt hier den Endboss-Blatt mache, komme ich denn schon da raus? Ach so, stimmt, das war ja kurz. Ja, nein, stimmt schon. Stimmt schon, ich habe nichts falsch gemacht. Zeig dich, Volvagia. Du hässliches Drachenbiest. Hilfe. Die Erde ruckelt. Der Fluchtweg ist abgeschnitten. OMG. Wir kommen hier nie wieder raus. Und da ist er. Subterraner Lavadrachoid Volvagia. Hey, meine Haare, meine Mütze. Ich stehe auf meine Mütze. So wie der Kasperli. Ach ja, Volvagia. Im Manga war die Szene ein bisschen beeindruckender, war. So, jetzt erstmal kurz schauen, wo kommt er raus? Ja! Bam! Voll auf die Schnauze. Bam, 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 bam. Ich kann zwar weiter mit dem Stahlhammer draufhauen, nicht wahr? Aber kurz schauen. Komm runter, Mensch! Macht er gar nichts. Wow, Hilfe. Komm mir nicht so nahe. Ich bin nicht feuerfest, die Rüstung schon, aber ich nicht. Ist das normal? Irgendwie ist der Trick mir neu. Seltsam. Dachte immer, er hätte nur 2 Phasen drauf, einer direkt aus dem Loch angreifen oder an die Decke fliegen. So, wo ist er jetzt?
Bäm! Voll auf die Schnauze. Na klar, voll durch das Gehirn durch, aber das macht natürlich nichts. Nö, wieso auch? So, kommst du raus? Ich lass nicht zu, dass du abhaust. Verdammt. So Leute, jetzt lässt der Stein vom Himmel regnen. Da gibt es eine ganz einfache Technik. Lasst euch einfach hier herunterhangen, dann passiert euch nichts. Ich hoffe, im Master Quest haben sie den Bug nicht behoben. Wow, 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 wow. Und ihm alles voll auf den Schädel. Ist der doof. Bäm, wieder mal voll auf die Schnauze. Verdammt, ich kann immer noch einen Treffer landen. Das kann man bestimmt auch besser machen, wa? Ja, geht doch. So, jetzt kommen wir da runter. Ich habe ihn getroffen, jetzt kommt er wieder. Aber zumindest. Jo. Er kommt wieder und der Kampf ist bald vorbei. Lulululululu. Ja, ich muss zugeben, der Endboss selber ist eigentlich cool, aber eine richtige Herausforderung ist er nicht. Man muss einfach immer darauf achten, ein bisschen Abstand zu ihm zu halten und schön draufzuhauen, wenn es drauf ankommt. Okay, ich hätte mir doch vorher das Bigorn-Schwert besorgen sollen. Geht ja gar nicht. Ich brauche die Augentropfen des Sua-Königs dazu. Den müssen wir zuerst auftauen. Uah, Hilfe. Gut. Dumm, ganz gechillt hier warten. Lalala, lalala. Uns passiert nichts. Verdammt. Muskelkater, Hilfe. Nein, Link, nicht jetzt. Nicht loslassen, nicht loslassen. Link. Oh, Schwein gehabt. Du. Wie bedrohlich die Mucke. Der etwas dafür weniger. Bäm. Na? Alter, dauert das lange, hey. Beim nächsten Mal hau ich wieder mit dem Stahlhammer drauf. So, wow! Flamethrower, no! Oh ne, du bist doch kein Glurak. Okay, Freunde, wie gerade gesagt, jetzt hau ich ihm zweimal mit dem Stahlhammer drauf. Das müsste doch reichen. Mann, hey. Das Masterschwert hier ist echt schwach, ey. Im Gegensatz zu Skyward Sword. Oh. Ja, also das Richogan kann er nie mehr verwenden, hey. Alter Falter. Außer vielleicht als Briefbeschwerer. Wieso er jetzt verkugelt, keine Ahnung. Die Logik ist mir nicht ganz logisch, aber was soll's, c'est la vie. Und jetzt der Kopf. Und im Manga kam hier noch eine Träne raus, aber das ist eine andere Geschichte. Dazu müsst ihr den Manga lesen, Freunde. Wir sammeln den Herzcontainer ein. Yeah, Mann. Wir haben es geschafft, wir können abhauen. Ich sage das Ding wieder hoch, weil jetzt könnte ich doch... Nee, kann ich mehr zurück, wa? Obwohl, kann man da echt wieder zurück? Hä? Diese Stufen da rechts, die sehe ich jetzt zum ersten Mal, ganz ehrlich, Leute. What the hell? Kann das echt sein, dass im Original das noch gar nicht da war? Oder, weil sonst ist das mit der Szene da, wo der Fluchtweg abgeschnitten wird, angeblich ist dann wohl für die Katze, oder? Okay, gut. Wir können jetzt wieder zurück, aber die Frage ist natürlich... Ja. Würden wir wieder hier auf die Plattform kommen? Ich denke mal nicht. Okay, ich gehe schon durch. Also im nächsten Part werden wir den Feuertempel noch einmal betreten. Ja, aber zumindest, vielleicht mache ich es auch nicht mehr, ich weiß es noch nicht. Hey. Ich denke aber eher nicht. Oh, verdammte Scheiße, was ist denn jetzt los? Halle der Weisen. Aber stimmt eigentlich, würde recht wenig Sinn ergeben, jetzt zurück zum Feuertempel zu kommen, wenn ich noch nicht in der Lage bin, alle Skulpturas einzusammeln, oder? Weil ich glaube, ich brauche auch in Master Quest die Vogelscheuchenpolk dazu. Und sonst müsste ich ja zweimal zurück und das wäre Zeitverschwendung. Dank sei dir, mein Bruder, du hast dich beeilt, Mann. Du hast nicht mal den ganzen Tempel durchgemacht, um mich zu befreien. Und natürlich meine Freunde, du bist echt cool, Mann. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes natürlich.
Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen, Alter. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ja. Andere Stimme. Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der 7 Weisen, der Weise des Feuers. Des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Jo. Oder auch, man sieht sich immer zweimal im Leben. Wenn ich dir helfen kann, das Böse an den Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Du könntest mir ein bisschen von deiner Kraft leihen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte der Geister des Feuers und der Freundschaft. Friendship forever! Geil, Mann. Aber jetzt kann ich mir endlich die doppelte Magieleiste holen! Geil, Mann! Und das Feueramulett gehört uns! Das Amulett des Feuers. Der Runja gibt es gerade an der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Obwohl du nicht mal den ganzen Tempel abgeschlossen hast, du Versager. Ja. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Ich dachte, das wären wir schon seit 7 Jahren. Unsere arme Mutter. Und wer war eigentlich unser Vater? Fragen über Fragen. Wow. Echt cool, wa? Geil, Mann. Gut, hier gibt es ja auch noch 2 Herzteile. Das eine ist da oben und das andere da. Für das da oben brauche ich aber das noch mit der... Ja, sag jetzt mal Jack und die Kletterbohnen, nicht wahr? Nee. Ich muss einfach als Kind nochmal zurück und was einpflanzen. Das auch später da könnt... Ja, geht auch damit, aber ich glaube, ich könnte mich da auch runterhangeln lassen. Da oben ist eine große Fee, da muss sowieso noch rein. Ja, wisst ihr was, mache ich gleich. Ich guck mal kurz. Ja, verdammt, ich habe noch die Säge dabei. Ein bisschen kontraproduktiv. Ich hatte gehofft, ich könnte noch kurz hoch und dann dem großen Bruder da was geben. Ja. Wisst ihr was? Das überlege ich mir mal kurz offscreen, wie ich das mache. Weil, wie gesagt, wenn ich das mit der Säge noch kurz abschließe, dann müsste ich doch das zerbrochene Bigorn-Schwert erhalten, beziehungsweise das zerbrochene Langschwert oder wie auch immer. Cooler Rauch, muss ich schon sagen. Was soll das sein? Irgendwie eine... Doch, das muss Rauch sein. Es dreht sich mit uns. Ist das cool, Mann? Ja. Wie gesagt, das Bigorn-Schwert will ich auch noch haben, wenn ich gleich da hoch zur großen Fee muss, beziehungsweise will, um die doppelte Magieleiste abzuholen. Dann spare ich mir vielleicht sogar ein kleines bisschen den Weg. Und dann kann ich vielleicht doch noch im nächsten Part dann den Tempel abschließen. Natürlich auch nur je nachdem, ob ich da wirklich noch die Vogelscheuchenpulke halte, weil wenn ich es nicht brauche, dann kann ich wirklich gleich zurück. Egal, ich werde mich kurz erkundigen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao zusammen. Yeehaw!